Für uns geht es weiter, nach wie vor heiter, zurück bei Dragon Ball Z Kakarot. An den ganzen DLCs, die wir bereits gespielt haben, würde man sagen, es wird Zeit für das große Finale. Ne? Hier noch die 3 DLCs vom ersten Season Pass, die schon ein bisschen her sind. Und dann hier die DLCs vom zweiten Season Pass, die wir mittlerweile auch schon gespielt haben, wie Bardock Lang in das Schicksal, das 23. große Turnier. Das hier, was noch fehlt, was wir jetzt beginnen werden. Son Gokus nächste Reise. 10 Jahre nach dem Kampf gegen Majin Buu und damit auch nach den Ereignissen aus Dragon Ball Super übrigens. Son Goku hat ein beschauliches Leben geführt und die Tage mit seinem üblichen Training verbracht, bis er sich entschließt, am 28. Weltturnier teilzunehmen. Er meldet sich an, um gegen einen geheimnisvollen Jugendlichen zu kämpfen, der eine unglaubliche Kraft ausstrahlt. Welcher Kampf war der Son Goku in der Arena unter den Augen seiner versammelten Freunde? Lustigerweise hier noch ganz kurz angemerkt, dass der Dragon Ball Super Manga, im Gegensatz zum Anime läuft er stets weiter. Ne? Beim Anime kein Plan, ob da noch was kommt oder ob da bereits im nächsten Ableger der Dragon Ball Reihe dann weitermachen wird. Aber der Dragon Ball Super Manga ist mittlerweile eigentlich auch schon hier angelangt. Ich glaube, es fehlt, wenn man irgendwie der Geschichte darin irgendwie so Glauben schenken mag, fehlt, glaube ich, noch irgendwie ein halbes Jahr oder so maximal. Aber ja, also man ist schon so weit, dass hier auch schon im Manga auch schon Pan das Alter erreicht hat. Goten und Schwang auch schon so weit sind. Also im Prinzip könnte jederzeit so weit losgehen. Vielleicht sogar mit dem, ich sage jetzt mal, mit dem nächsten Manga, mit dem nächsten Kapitel, was erscheint, sobald ich hier das DLC hier hochlade. Dass wir vielleicht sogar das, keine Ahnung, in einer abgetrennten Form nochmal erleben. Weil sich vielleicht, ja, auch die, Akira Toriyama vielleicht eher weniger mittlerweile. Der ist leider verstorben inzwischen. Aber vielleicht doch irgendwie mal so ein paar Gedanken gemacht hat, von wegen, ey, Dragon Ball Z, das Ende müssen wir ein bisschen umschreiben, nur ganz ein bisschen. Könnte sein. Ich hoffe nicht allzu sehr, wenn überhaupt, weil ich persönlich fand das Ende eigentlich ziemlich gut. Und insofern, anderes Thema, Freunde, denn wir wollen das Ende ja erstmal richtig nachspielen, wa? Und wir haben hier unter anderem Bodenkämpfe hinzugefügt. Gut, das kennen wir noch hier aus dem letzten DLC, weil, ist halt Arena. Neues Training. Okay. 10 neue Nebensachen hinzugefügt. 10. Okay. Mehr als bei allen anderen. Erinnerungsorte hinzugefügt. Davon habe ich gehört. Ich glaube, da ging es darum, dass man nochmal gegen alte Gegner kämpfen konnte. Also quasi mit dem Son Goku hier nochmal gegen Freezer und Cell kämpfen könnte. Hat ein bisschen was vom Spiel Dragon Ball. Oh Gott, wie ist es schon wieder? Final Bout. Ganz altes noch für PS1. Dort ja auch diesen Goku, oder beziehungsweise, ja, man könnte fast schon sagen, den GT-Goku spielt, war. Und die Saga 2 Saiyajin hinzugefügt. Worum es da wohl geht, wir werden sehen. Und die Frage, die ich mir natürlich auch stelle, ist das jetzt hier eben in einer Ära, wo Dragon Ball Super auch stattgefunden hat, oder ohne? Ich habe noch ein bisschen anders in Erinnerung, dass Son Goku, glaube ich, im Manga ausgewichen ist, ähnlich wie jetzt hier, das glaube ich schon, aber danach hat die Genkidama abgefeuert. Ja komm, ich weiß es noch. Information. Wo bist du? Ah, hier. Der dreifache Super Saiyajin, wo er noch ganz cool war. Da dann so viele Dinger. Daher hofft man, dass es wieder gesperrt wird, wa? Bei dem, was im Hintergrund so abgeht. Ja gut, das wird sich noch in den nächsten 5 Jahren revidieren, Son Goku.
Weil dann taucht hier Meister Virus auf und dann kommt hier eigentlich aus Dragon Ball Super. Da wirst du noch ein paar mächtige Gegner haben. Sag mal, bin ich eigentlich wieder rausgeflogen hier aus dem Modus. Super Saiyan 3! Also bei. Ja, er war schon so. Scheiß Key. Jetzt spinnt er aber, wa? Gidama, hilf! Okay, er hat zwar nicht viel Schaden gemacht, aber egal. Super Saiyan 3, Full Power Mode. Was, aufgeteilt? Ich habe zuerst aufgeteilt gelesen. So, Goku, mach doch mal was. Sag mal. Warum muss man gegen Kiku antreten? Man ist irgendwie zwar cool, aber Mann, ich hätte im Hintergrundmusik wieder wegschneiden müssen. Das wäre irgendwie doof. Einmal. Boah, knapp. Wo ist der andere hin? Nein, ich mag keinen Zucker. Das war natürlich schon, aber nicht in der Art und Weise. Ja, ist gut. Ich verstanden, du magst Zucker. Boah, Alter. Ich gebe gerade Zucker auf eine andere Art und Weise. Dass ich ihn nicht kontern kann. Was ist das für eine Scheiße? Also mit dem macht der Angriff gar nichts. Der kann auch nichts anderes, wa? Nicht ins Gesicht! Ah! Junge, was ein Eröffnungskampf. Und jetzt, wenn Kidama bitte, wäre ganz froh drum. Bitte? Kidama, wo bist du?
本能の赴くまま破壊の限りを尽くした魔人ブーによって地球ごと消滅させられた人々はドラゴンボールの力でよみがえった。そしてよみがえった人々の元気を集めて完成した究極の元気玉と悟空たちの奮闘の末、ついに魔人ブーは倒されたのである。これまでも数多くの強敵たちが地球の平和を脅かしてきたが、ここにようやく真の平和が訪れたのである。それから10年の歳月が流れた。10 friedliche Jahre, okay, das muss also quasi, wenn man so will, die Dragon Ball GT Timeline sein. Weil, naja, eben dort die ganzen Ereignisse aus Dragon Ball Super, die hier gar nicht offenbar stattgefunden haben. Das heißt, wir werden wohl auch nicht den Super Saiyajin God, Blue oder Ultra Instinct und sowas in der Art hier sehen. Hm. スーパーチャンピオンのミスター・サタンだ。私は誰の挑戦でも受ける。今年の天下一武道会の会場で待っとるぞ。天下一武道会、ついに明日より開催。相変わらずだな、サタンのやつ。そろそろだな。Gokus nächste Reise. じいちゃん。パン、ずいぶんと早いじゃねえか。じいちゃんに会いたくって急いで来たの。はは、そっか。あんね、二人とも朝から仲良しだな。よっ。おはよう。洗濯してるの？んだ、今日もいい天気だ。洗濯物がきれいに乾くべ。ところで悟空さん、起きて早々悪いんだけど、ちょっと魚を釣ってきてくれねえだか。実はほら、今日はご飯たちも一緒に朝食をとるってことすっかり忘れててよ。このままじゃ魚が足りねえだ。お安いご用だ。どんだけ釣ればいいんだ？欲しい魚はこんだけだ。Fisch zum Frühstück? そろそろご飯たちも来る頃だし、急いで頼むだよ。わかった。ほらもう腹減ったし、すぐに行ってくるよ。私も行く。よし、そんじゃ一緒に行くか。やった悟空さんがいれば大丈夫だろうけど、一応気をつけて行ってくるだよ。あ、Pan ist schon süß. 進む時代、新たなる戦いの予感。さてどこで釣りをすっかな。Son Goku, Gokus nächste Reise. Oder auch seine letzte Reise, wenn man jetzt Dragon Ball Z, nur Dragon Ball Z betrachtet und Dragon Ball GT, naja, es ist halt so ein Ding, ja. Die einen finden es gut, die anderen mögen es gar nicht, andere sagen, hey, die ersten 40 Folgen, die waren cool, der Rest war scheiße. Zu denen gehöre ich so zum Beispiel. Noch andere, oder zu auch gehöre, sagen, im Prinzip coole Ansätze, anders mit den Schattendrachen und so, aber wie es umgesetzt wurde, war kacke.
Wer weiß, was da in Zukunft noch so kommt, auch mit dem Xenoverse oder mit den Xeno-Charakteren bei Super Dragon Ball Heroes oder, ja, natürlich auch mit Dragon Ball Daima, ist auch ein neuer Anime, der bald kommen soll. Der angeblich ja auch nach Dragon Ball Z spielen soll und da ist es aus, als würden alle wieder zu Kindern werden, ist er wohl ähnlich wie Dragon Ball GT aufgebaut. Zumindest gewisse Ansätze ähnlich. So, dann ist in der Wettbewerb, fangen Fische, es ist eine Hauptstory und keine Sidequest. 川に行かないとね。そうだな。 Wie sieht es eigentlich aus mit... この近くで釣れそうな場所はと。 Okay, Chun selber geht. Ich finde es aber irgendwie schon cool, dass, obwohl Son Goku ja ein Saiyajin ist, wie Vegeta, also ein reinrassiger Saiyajin, vor allem wie Vegeta, und man sagte, dass die jetzt nicht so schnell altern wie andere Lebewesen, gerade so wie Menschen, sieht man hier aber auch sehr gut, dass Son Goku halt im Verlauf der Jahre doch auch gealtert ist. Jetzt nicht nur wegen den Muskeln und so, weil ganz ehrlich, als 19-Jähriger, noch ganz am Ende von Dragon Ball, und auch noch im Kampf gegen Raditz, also bei Beginn von Dragon Ball Z, da waren ja schon eher, was heißt schmächtig, es wäre ein bisschen übertrieben, aber du siehst schon einen krassen Unterschied, ne? Aber sonst von Gesichtszügen auch, ein bisschen mehr kantiger und so, ja, ist doch schon schön verändert, so wie sie auch eigentlich über die Jahre hinweg sein soll. Okay, da wohl bloß gucken, noch was habe. Ganz kurz hier noch gucken, kann ich schon irgendwas ausrüsten? Ich habe natürlich noch nichts dabei, ich habe nur Z-Kugeln, ich habe zwar ein paar, aber gelenktes Kamehameha. Muss ich Super Saiyan Stufe wieder upgraden? War man von den Dreifachen, wa? Überragendes Kamehameha. Superfolge Energiestrahl, ja, die brauche ich garantiert. Da kann ich schon mal machen. Weil sowieso so ein Move, wo ich sage, ey, die will ich gerne behalten. Ja, was haben wir sonst noch so? Momentan, so Kamehameha, Genki mal X. Körperschlag. Hatte Genki Dama vorhin auch schon? Glaub nicht, wa? Super Saiyajin God, hallo. Oder vierfacher Super Saiyajin wäre cool. Als nächstes DLC, das doch, also wenn ich ganz ehrlich sein darf, als nächsten Season Pass, hätte ich persönlich noch gerne was aus Dragon Ball GT. Am liebsten halt tatsächlich zu sagen, hey, wir machen die Baby-Sage nochmal, wo halt nur so ein Goku allein zum Kind wird und zum Schluss der vierfache Super Saiyajin ist. Fertig. Nur bis zu dem Punkt. Nicht noch mit der Super 17 Saga oder mit den Schattendrachen, das nicht, nur den ersten Teil. So. Was ich auch gucken muss, Freunde, ist, dass ich die Folge ein bisschen kürzer halte. Das vor allem, weil ich momentan nicht so viel Zeit habe. Beziehungsweise nicht so viel Zeit, ein bisschen auf Vorrat aufnehmen muss und so, weil sonst Tage geben wird, wo ich nicht quasi gar nichts habe. Auf Vorrat, jetzt gucke ich gerade mal auf die Zeit. Fast 20 Minuten, war. Okay. Oh, ein höheres Level. Jetzt gedacht, dass ich vielleicht schon das eine oder andere machen kann, aber nee. Gut. Ich bin gespannt, wie lange uns dieses DLC noch begleiten wird, ne? Ich meine, ja, gebe davon aus, dass es noch ein drittes gibt, also einen dritten Season Pass geben wird. Ich habe da so meine Zweifel, ehrlich gesagt. Allein schon, weil gerade noch Dinge Mache ist. Neuer Budokai Tenkaichi Ableger. Wo ist Armee? Das würde Sinn machen, wenn man Dragon Ball Super in Betracht zieht. Machen wir nochmal einen Super Saiyajin. Hat auch ein bisschen Dragon Ball GT Feeling tatsächlich. Also ein bisschen Final Bout Feeling vor allem. Im Spiel, Dragon Ball Final Bout. Übrigens eines meiner ersten Spiele überhaupt war generell. Da war ein PS1-Spiel. So viele Dragon Ball Spiele? Hat damals schon. Nee, der Advance kam ja später. Ich glaube wirklich Final Bout plus Ultimate Battle 22 oder 23. Das waren so die ersten Spiele auch für die PS1, die ich hatte. Und dann glaube ich noch für den Game Boy Color, glaube ich noch Dragon Ball Z legendäre Superkämpfer. Das war ja mehr so eine Art Kartenspiel, um ganz ehrlich zu sein. Aber hat Spaß gemacht tatsächlich.
すぐに強くなれっぞ。 Wenn man quasi auch die Dragon Ball Z Story-Reihe nachspielt, aber die Charaktere sind halt Karten. So. Klingt vielleicht ein bisschen schräg, aber man kann es durchaus zocken. Das werden wir machen, ne? So mit dem Art oder so. Okay, also Kämpfe generell funktioniert noch, das ist schon mal gut. 強そうだな。 So sind hier, パンは離れてろ。 da sind wir hier auch noch. Aber wir fahren eigentlich mit? Ah, nee, doch nicht, okay. 加減なしだ。 Aber die halten eine Menge aus. So, gleich haben wir's. Während große Kämpfe machen, um ein bisschen aufzuwärmen tatsächlich. So, Freunde, dann beenden wir es, wa? Und lebt immer noch. War normale Energieblast fast mehr Schaden als das Kamehameha. So, okay. Jo, gehen wir mal angeln, wa? Gehe ich auch mal stark davon aus, wenn es ein Angelplatz ist, vor allem. Ja, nicht schlecht. So, einmal angeln bitte. 3 große Fische sollen es sein. Zeigt so der Schwanz. Aber wo steckt der denn überhaupt hin? Ich will es gar nicht wissen. Das ist etwas, was ich bei dieser ganzen Geschichte mit den Sinnoh-Charakteren, mit den Sinnoh-Varianten unserer bekannten Dragon Ball Charaktere ein bisschen vermissen. Also ich spreche jetzt da von Sinnoh Goku oder Sinnoh Vegeta und so. Die gewisse Einheiten aus Dragon Ball GT mitgemacht haben und trotzdem eine andere Timeline wiederum sind. Wo ich mich dann so frage, ja, die können frei Schnauze im Super Saiyan 4 werden. Schön und gut, aber warum haben sie in ihrer normalen Form keinen Schwanz mehr? Das war damals die Voraussetzung für Son Goku in Dragon Ball GT als Kind, damit überhaupt zum 4-fachen Super Saiyan werden konnte. Und die nachher so, ja, wir haben es einmal geschafft, jetzt brauchen wir es nicht mehr. Das fand ich dann so von wegen, jetzt, ich fände es einfach irgendwie cool, sind wir ehrlich. Ich fände es irgendwie cool, wenn es das... Ja, die Erwachsenen, gut, bei Vegeta käme ja mit Schwanz, aber ja, naja. Na komm, komm, beiß an. Ich sehe nun künstlicher Schwanz, kein Problem. Dementsprechend natürlich auch extra groß, ne? Ja, aber beim Angeln macht es halt die Länge doch aus, ne? Weil ich muss zugeben, ich weiß nicht mehr, wie lange eigentlich wie lange eigentlich der Usaru, nee, der Saiyajin-Schwanz von Vegeta war. Ich habe gerade überlegt, wie ich das anders formulieren soll. Aber ich glaube, war der so extra lang? Oder? Jetzt im Vergleich zu dem künstlichen hier von Son Goku halt. Ich glaube eigentlich nicht, oder?
どんなもんね。Da kann man natürlich auch vorstellen, dass sie natürlich auch größer werden, je größer Saiyajin ist, ne? よし、こんだけありゃ足りたろ。いっぱい釣れたね、じいちゃん。 Hm. Hoffentlich auch. Chichi wird sich freuen. 早く蹴らねえとな。もう腹がペコペコだぞ。 Ups, nein, wohl gar nicht. よし。 Ich wollte eigentlich mit. パパもママも待ってるよ。うひゃ、 So, すげえのが釣れたぞ。 zurück nach Hause. Du, 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 du. Wo wir お、 gerade なかなか強そ in うだ der な。 Nähe sind. Andererseits, Leute. Wollen wir mal das Haus von oben gucken, ne? Sieht auch ziemlich anders aus, wa? Wohnen sie eigentlich. So wohnen wie Del auch auf dem Nachbarhaus, oder? Dachte ich. Ich weiß gar nicht mehr. Doch, warte mal, bei Dragon Ball Super im Manga wohnen die noch ganz woanders. 大した Doch や mehr in つ der じゃな Stadt. さそうだ。さあ、なんでも来い。 Schwerer Kampf? Nee, ich glaube weniger Son Goku. Ich fliege noch ein bisschen rum, Freunde, dann sage ich an der Stelle vielen Dank fürs Zusehen. Wir machen den nächsten Part weiter und gucken mal, was uns in der Hauptstory noch so erwarten wird. Auch vor allem bei den Sidequests auch. Da wird sicher das eine oder andere Lustige noch dabei sein. Wie sieht es denn aus? Kann ich rauszoomen, also die Map generell angucken kann ich nicht. Ich kann auch keine Dragon Balls haben hier im DLC. Okay, okay. Ja, dann gucken wir mal, wa? Wie es in der Hauptstory weitergeht hier und wir bald schon auf den geheimnisvollen jungen Mann namens Up treffen werden. Mann, Mann, Mann. Bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.